zusammen. Namen zusammen. Geht es euch gut? Mir nicht. Meine Frau liebt mich nicht mehr so wie früher. Ich hatte der so eine schöne SMS geschrieben. Ich habe geschrieben, du bist für mich wie frisch gezapftes Kölsch. Hat sie zurückgeschrieben, du bist alt. Und hat der Alter noch groß geschrieben. Wobei man natürlich sagen muss, ihr Frauen seid nicht nur schöner, ihr tut auch mehr für die Schönheit. Wenn ich sehe, was meine Frau alles anstellt, die macht zum Beispiel Yoga. Ich kam jetzt nach Hause, da machte die Yoga, stand die im Schlafzimmer in einem schwarz-gelben T-Shirt, flatterte so, sagt sie, weißt du, was das für eine Figur ist? Die Figur hieß eigentlich Zitronenfalter im Abendrot. Aber das wusste ich ja nicht. Ich sage, ich glaube, ich weiß es. Biene Maya mit Blähungen. Ich habe mir aber auch selber Mühe gegeben. Ich fange jetzt an mit Sport, mit Walken. Walken kennt ihr ja. Man geht so mit Stöcke durch das Feld oder den Wald, ohne dass Schnee liegt. Die Leute machen blöde Bemerkungen, bis zur Zugspitze noch 600 Kilometer. Und ich bin allein gewalt und die Leute guckten nicht nur blöd, die lachten sich tot. So, das sieht blöd aus, wenn man mit Skistöcke geht, ohne Schnee im Wald oder im Feld. Da sagt einer, ja, aber die anderen lassen wenigstens die Skier aus. Aber ich meine immer, man versteht sie am besten als Paar oder als Ehepaar, wenn man zusammen einkauft. Ja, ihr merkt, dass hier in Aachen hätte sie gesagt, der spricht aber schön Hochdeutsch, ne? Und wir Männer, ich meine, es gibt einige, die sind modebewusst, aber die meisten stellen sich da an wie Jecken, vor allen Dingen, wenn wir was zum Anziehen brauchen. Da sieht man dann immer, sagen wir mal, so klassisches Paar, der Mann heißt Josef und die Frau Maria. Da sieht man die Männer dann vorgehen. Maria, ich hab doch schon einen Hos. Ich brauche doch nicht noch einen Hos. Und die Frauen gnadenlos dahinter. Josef, nu je. Du kriegst einen Hos. Frag mal die Verkäuferin. Wir Männer wollen ja nie fragen. Wir würden ja lieber 3 Stunden verkehrt durch einen Ort fahren, über einmal fragen. Die Frauen würden direkt fragen und dann verkehrt fahren. Ja, muss ja ausgeglichen sein. Und das ist ja so, wenn du dann einen Hos kaufst als Mann, die Verkäufer, die haben ja so eine komische Sprache. Wenn du dann sagst, ich hätte ja eine Hose, da fragen die, was schwebt Ihnen denn vor? So, entschuldigen Sie, ich bin nicht der Dickste, aber mir schwebt nichts mehr vor. Das sitzt bei mir Spack am Mann. Und die Frauen, die haben nichts damit zu tun. Ihr blamiert uns in den Kleidergeschäften bis auf die Knochen. Josef, geh mal da. Kommen Sie ins Gucken, das ist mein Mann. Gucken Sie, wie dick der geworden ist. Der hat ja keinen Arsch mehr in der Hose. Und am schönsten, ich meine, wenn man zusammen einkauft, da sieht man auch, wie in einer Ehe oder einer Beziehung so die Machtverteilung ist. Wer zu sagen hat, der darf das Wählchen schieben. Eine kleine, ja, wa? Kuckuck. Und der andere Jeck, bei uns bin ich das, der rennt dann durch das ganze Kaufhaus. Da kommt dann wieder Kommando, Zucker, Mehl, da bist du wieder unterwegs. Und dazwischen immer so die verrückten Werbeansagen. Besuchen Sie auch unsere Herrenunterhosenabteilung.
Pampers für die Babybacken. Hier können Babys prima frische Bratwurst, 1,10 Euro. Und ich meine immer, das Interessanteste ist, wenn du mit einer Frau zusammen einen Tannenbaum kaufst. Ich sehe, ihr seht das selber so. Also die 3,5 Stunden sollte man sie als Mann nehmen. Wir Männer würden ja auch fragen, ist das ein Tanne oder ein Fichte? Aber ihr Frauen fragt, was hatte der Baum für eine Kindheit? Mit welchen Bäumen hat der früher gespielt? Meistens wirst du auf dem Weihnachtsmarkt noch blöd angemacht. Wenn du aus Aachen kommst, wirst du überall auf Printen angesprochen. Wir standen an einem Printenstand, da beschwerte sich eine Käuferin und sagte, bei Ihnen kaufe ich nichts mehr. Ich hatte vorher ja einen Printenmann mit ganz kleinen Nüsse. Sagt meine Frau, da reden Sie sich auf, ich habe mir heiratet. Und wenn der Tannenbaum dann nach Hause kommt, dann wird er von euch Frauen behandelt wie ein Familienmitglied. Der wird mit gesprochen, der kriegt zu trinken. Voriges Jahr haben wir um so Jahr gedüngt. Da haben Pferdeäpfel dran getan, Hühnerdünger. Ich habe zweimal selbst dran gekackt, bis wir merkten, es war eine künstliche. Das wird sich nie ändern, aber was sich schon geändert hat, ich bin ja hauptberuflich Lehrer und heute hast du ja als Lehrer mit solchen Schülern zu tun, ne? Keine Angst, da ist bei Mädchensitzungen eine Sperre drin, ne? Und die haben so eine Hose auf Baggy und wenn du so eine Hose hast, kannst du so gehen, ne? So gehen die morgens über den Schulhof. Geil, Alter, geil! Check die Kralle, Alter! Und die haben überall Tattoos und auch so Piercings. Das sind so kleine Schraubzwingen. Die dreht man sich überall rein. Ja, auch da, wo es weh tut. Ich habe jetzt mit einem Bekannten gesprochen, der hat gesagt, wenn ich meine Tochter schick machen will, gehe ich mit der zum Obi. Ein Päckchen Schrauben und eine Dose Farbe, habe ich das glücklichste Kind. Wir haben dann hinten so der Tango raus, ne? Ich habe zu meiner Frau gesagt, ich sage, du hast doch auch immer schon so eine Tango angehabt. Sagt sie, habe ich immer noch an, du findest ihn nicht mehr. Ja, aber die hatte mich beleidigt. Ich hatte nämlich gesagt, ich wäre noch einmal ja ein Prinz Karneval. Einmal. Sagt sie, du mit deinen dicken Hintern, du passt ja nicht in den Prinzenhose. Was meinst du, wie das aussieht? Du hast ja keine Hintern für Fastelovend. Sag, Schatz, pass auf, was du sagst. Wenn es im Fastelovend nur nach dem Hintern ging, müsstest du doch Prinzenwaren ziehen. Und dann gehen die so über den Schulhof und da denke ich immer, wenn das der Heiligen Drei Könige gewesen wären. Geil, Alter, wir gehen nach Bethlehem. Krass, Alter, wir chillen an die Krippe, Alter. Ich glaube, bis die in Bethlehem angekommen wären, wäre Jesus zur Kommunion gegangen. Man schimpft immer, das sind die dümmsten Schüler. Ich meine, manchmal denkst du es wirklich. Da rufen sie wie, Cäsar ist tot, das hat doch ja nichts in der Zeitung gestanden. So, das kommt erst beim 6-Wochen-Amt, ne? Und ich hatte jetzt auf dem Elternsprechtag eine Mutter bei mich. Ja, ich schieb Latein, ich schieb kein Deutsch, ne? Sagt Herr Becker, Sie müssen entschuldigen, mein Kind ist nicht faul, sondern nur doof. Schieb mir die größte Mühe.
Sag ich, glaub, dass sich Mühe geben, ich kann so beruhigen, ihr Kind ist doch nicht so doof wie Sie. Ihr Kind ist ja nicht hier bei uns auf der Schule. Wobei wir Erwachsene brauchen uns ja nicht darüber zu mokieren, wie unsere Jugendlichen oder Kinder sprechen, wenn man sieht und hört, wie wir mit den Hunden sprechen. Du bist ja Mama seine Schatz. Du bist Mama seine Allerbeste. Wir verarschen die Tiere. Ich bin dein Papa. Da müsste der Hund sagen, das ist eine Zwangsadoption. Mein Papa kenne ich. Und da siehst du dann im Feld oder im Wald so Männer 100 Kilo schwer, 2 Meter groß mit so kleinen Hündchen. Liebe Ma, der Papa macht es dich vor. Und dann putzt der Papa dich schon Popo ab. Und wenn die Hundebesitzer sich treffen, die haben nichts anderes im Kopf als die Rasse von den Hunden. Was haben Sie denn da für eine große, was ist das für eine Köter? Das ist kein Köter, das ist ein adeliger Hund, das ist Hasso von Ehrenfeld. Ja, der unsere ist so adelig, der ist fett von den Fritten. Und was haben Sie da für eine große? Ist das ein Kuh oder ein Hund? Das ist ein Hund, das ist ein Bernhard Wiener. Eine Bernhard Wiener, was kann der denn? Der kann ja nichts, er liegt den ganzen Tag auf dem Sofa und sabbert vor sich hin. Da hätte ich auch meinen Mann behalten können. Und du siehst auch teilweise, dass die Hunde total vermenschlicht werden. Ich ging jetzt durch die Stadt, da kam eine Frau entgegen, die hatte dieselbe Frisur wie ihr Pudel. Sag ich, will Ihnen nicht zu nahe treten, aber Sie haben genau dieselbe Frisur wie Ihr Pudel. Ja, sagt, das kann sein, das war beim Hundefriseur ein Spartarif. Da konnte man sich für 10 € die Haare mitschneiden lassen. Sei Ihr Glück, dass der Mann nicht mit war, hat er mit Schwänzchen zu kurz geschnitten. Wobei man sagen muss, das muss ich euch Frauen allerdings auch sagen, dass ihr teilweise die Hunde lieber habt als uns Männer. Ja, das stimmt. Ich war jetzt das erste Mal auf einem Hundefriedhof. Da konntest du an dem Grabstein sehen, dass der tote Hund der Frau, die noch lebte, lieber war als der Mann, der auch noch lebte. Da stand als Grabinschrift auf dem Stein, der Dobermann, er war mein Glück, ein doofer Mann, bleib mir zurück. Da bin ich auch jetzt auf den Hund gekommen, ich sehe, ihr habt's mit Humor genommen. Hier muss auch der Vortrag enden, der Hausmann muss sich wieder dem Haushalt zuwenden, ehrlich, fleißig, treu und brav, ich noch 5 heute und Kölle, Allah. Dankeschön.